Willkommen zur zweiten Folge hier bei Super Mario Kart. Nein, einfach bei Mario Kart 64. Entschuldigung, ich hatte Super Mario 64 gerade noch ein bisschen im Kopf rein. Und das Mal fahren wir mit dem Yoshi. Und zwar wäre jetzt der Flower Cup dran. Und da vermute ich mal schwer, dass es nicht so super wird laufen wie noch im ersten Cup, im Aschwung Cup. Renn weg. Entschuldigung Luigi, aber immer genau. Arsch an den Arsch. Ist ja ein bisschen selber die Schuld. Die Kurve eher nicht driften, weil sonst fahre ich ganz sicher in ein Fahrzeug rein. Das wäre natürlich nicht so... wäre nicht so gut. Wäre nicht so förderlich für unsere Rangierung im Moment, wo doch ziemlich gut aussieht eigentlich. Hier ist jetzt der so schön egal. Täuscht mich da hat es einfach immer mehr Verkehr umeinander. Als Kind schon immer das Gefühl gehabt, ich glaube, man ja mit gefühlt, die letzte Runde ist gefühlt immer dort, wo es am meisten Verkehr rum hat. Wer ist jetzt da auf das Mal? Oder sind einfach immer die gleichen Fahrzeuge, die in den verschiedenen Geschwindigkeiten ein bisschen rumfahren. Kann natürlich auch sein, und dass sich dann so auf die letzte Runde irgendwo in einem Bereich den mit und ansammeln. Ist natürlich auch möglich. Der Bowser wieder. Danke Luigi, dass du dich selber aus dem Weg geräumt hast. Ich will jetzt noch nicht allzu viel driften, weil auf der letzten Runde ich möchte es mir da jetzt ehrlich gesagt nicht versauen. Ja, zumindest das erste wäre ziemlich schön rausgekommen. Jetzt wäre natürlich dann noch die Frage, wie die nächsten 3 rauskommen, und wenn ihr damit wissen, müsst ihr einfach dranbleiben da. Ja, ist jetzt ganz ein schlechter Spruch, ich weiss. Egal, also der Bowser und der Luigi, auf die müssen wir ein bisschen Acht geben, oder die sollten wir zumindest nicht vorbeilassen. Der Todd und der Rest, die dürfen theoretisch vor uns das Ziel fahren. Die Maschine, dann muss man sicher die 9 Punkte Vorsprung. Wird dann natürlich auch kleiner werden, aber ja. Die Schneewelt, da weiss ich noch, da immer, wenn wir jetzt das 4. daheim sind und gespielt haben, dann haben wir anstatt ein Battle gespielt oder so, wir fahren auf die Strecke gegangen und haben einfach Fangis gespielt, dass wir quasi da abbütschen, das ist dann wieder der Fänger. Das war noch lustig gewesen. Ist halt, wenn man
nicht anders zu tun hat in kalten Wintertagen. Halt haben wir so Seich gemacht. Die erste Runde wäre schon mal schön rausgekommen. Ich tue jetzt einfach mal hier die zwei grünen Schildkrötenpanzer behalten. Unter Umständen sind wir dann noch froh drum, wenn die Gegner da wieder näher kommen langsam. Wenn ich gehasst habe, im Super Mario 64 gibt es da auf Nintendo 64, also ja, ist so gefallen. Die gespiegelten Strecken gewesen, weil man ist einfach den 50 Kubik, 100 Kubik und 150 Kubik gefahren und hat die Streckenverläufe eigentlich im Kopf hinein gehabt und dann ist man auf das Mal auf den, dann hat man noch den Spiegelmodus auch noch fahren und ui, das ist jetzt knapp geworden. Im Spiegelmodus sind einfach Kurven, die du eingeprägt hast, da geht es jetzt nach links und da geht es jetzt nach rechts, wie es halt der Modus schon sagt, einfach auf die andere Seite gegangen, Spiegelverkehr gewesen und dort, bis du dort die Strecke so rein hast wie vorher, ja, hat es Zeit gebraucht gehabt. Darum spiele ich jetzt also 150er Cup und nicht den Spiegel Cup, weil im Spiegel Cup würde ich wahrscheinlich ziemlich ablausen. Da wird ab dem 150er wahrscheinlich dann auch kommen, aber vor allem auf den letzten beiden Strecken hier, zum Beispiel bei Choco Mountain, da kann es durchaus sein, dass wir nicht mehr Erster werden. Und der Blitzstart da habe ich auch nicht mehr rein. Genau, mit 150 geht jetzt kein Haken mehr dran. Da jetzt die Abenddeutschen, wenn es ganz blöd läuft. Was? Ja, da ist jetzt auch schwach gewesen. Aber ich verstehe es jetzt nicht, ich bin jetzt direkt hinter dem Luigi gewesen, habe eine rote abgelassen und die rote ist ja auch mit der Wand rein. Super. Im Moment wären wir nicht einmal klassiert, dass wir weiterkämen. Ja, jetzt haben wir da wieder zu fest geränkelt. Ja, danke. Ja, also die Runde sieht da ganz schlecht aus. Oh, Igeli-Bombe hat es auch gegeben, stimmt. Ja, also wenn du jedes Mal, jeder Runde da in die hohen Felsen reinjuckst, kann so nichts werden. Wenigstens wären wir jetzt mal Vierte. Aber gefragt, ich glaube die anderen drei holen wir nicht mehr. Das ist die letzte Runde, gell? Ah ja, noch der vierte weggeschnappt, den wir vorläufig. Das ist auch. Der Pilz durch die Passage durch da ist auch nicht wirklich förderlich.
Zählen wir das. Ja, komm, wir fahren gleich das Ziel. Ist ja jetzt gleich. Luigi und Bowser. Ja, es gibt noch ein Pünktchen, weiss. Jetzt haben wir die Rangliste anschauen. Und was ist überhaupt die letzte Strecke? Ich weiß gar nicht mehr, was die letzte Strecke ist, aber da haben wir jetzt ziemlich Mist bauen auf dieser Bahn. Ja, ein Pünktchen mehr haben wir noch, also wir dürfen sicher den Bowser und den Luigi nicht vorbeilassen. Ja, und als letztes kommt da. Gut, die müsste. Ist wieder ja Bahn, die ich gerne habe. Und dann jetzt den Blitzstart absichtlich verpasst, weil vor mir ist der Bowser gewesen und der Bowser hat mehr Gewicht und wenn ich den Vollstart in der einfahre, dann verschweizt mich auch gerade. Der Yoshi ist eher das Lichtgewicht. Ich hoffe, ich habe nicht so verwünscht, wie es eigentlich jetzt sollen sein. Das ist jetzt auch komisch gelaufen da. Peach mal noch verwünscht. Nein, nicht in der letzten Runde. Bitte. Gut, Peach wäre uns egal. Wenigstens. Aber sicher mal die zwei nicht. Ja, zweimal erste, einmal nur vierte und beim letzten Mal noch zweite ist eher eine durchgezogene schwache Leistung, aber von den Punkten her sollte es lange, weil Peach vor uns war und Peach ist punktemäßig nicht so gefährlich an uns dran gewesen. Und genau das hat sich jetzt hier auch bewahrheitet. Peach hat es leider trotzdem nicht mehr geschafft, um noch aufs Podest zu kommen, aber ja. Ist ja auch egal, die Siegerzeremonie nehmen wir natürlich auch noch mit. Und dann wären nur noch zwei und dann hätten wir das ganze kurze Projekt da dann in 4 Folgen doch durchgebracht. Und Schloss, haben ihr vielleicht gemerkt, ist natürlich da von Super Mario 64. Da die Siegerehrung davor stattfindet, wissen natürlich die meisten. Ja, und wir haben jetzt hier 2 neue Gesichter auf dem Podest, einmal der Luigi und einmal der Bowser. Letztes Mal ist noch der Todd und ich weiss es schon nicht mehr gesehen. Das Gedächtnis lädt nach mit dem Alter. Ich bin gespannt, wenn der zweite Cup schon so knapp wird, wie der dritte und vierte Cup wird verlaufen. Ja, die hätte jetzt bei der Chocolate Mountain auch noch schauen, dass ich nicht unter den ersten 4 gewesen wäre, hätte ich es nochmal probieren und nochmal fahren, aber ist ja jetzt trotzdem gut aufgegangen. Da wäre es dann eigentlich schon gewesen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.